Ja, mega cool. Also ein Gemeinschaftsprojekt, oder? Wo mega viel mithelfen, mega viele Menschen mithelfen und wo so viel Freude auslösen und Wertschätzung auch weitergeben. Wir haben heute das Thema, wieso frage ich mich, wer ich eigentlich bin? Kurze Antwort, weil es halt wichtig ist. Weil wir uns Menschen wirklich fragen, wer wir sind und wissen wollen, wer wir sind und was uns im Innersten auszeichnet. Ich würde sogar sagen, nur schon, weil wir uns die Frage stellen, weil viele Menschen sich diese Frage stellen, ist es auch wichtig, darauf eine Antwort zu suchen und zu finden. Und es gibt ja auch tatsächlich ganz verschiedene Angebote, wieso wir uns diese Frage stellen. Also ich möchte eigentlich von dieser Frage ein Stück weitergehen oder ein Stück tiefer fragen. Nicht nur, wieso fragen wir uns das, sondern was hat es denn mit dieser Frage auf sich? Was gibt es für Antworten? Es ist eigentlich die Frage nach der Identität. Was zeichnet mich im Innersten aus? Und wenn ich da weiter das beobachte, merke ich selbst sehr schnell, es geht um Selbsterkenntnis. Es geht also darum, zu erkennen, wer ich eigentlich bin. Ich bin ich der? Bin ich das? Was bin ich eigentlich? Und es geht dann aber auch um die zweite Frage, um Selbstwert. Das, was ich bin, das, was mich im Innersten auszeichnet, ist das auch wertvoll? Oder ist es eigentlich völlig egal und für nichts? Also es hat sehr viel diese Frage damit zu tun, wer bin ich und was bin ich wert? Was bedeutet das? Sehr oft stellen wir uns diese Frage und merken, es gibt ganz viele Antworten, die wie so zum Beispiel von außen geprägt sind. Zum Beispiel, ich bin klein oder ich bin groß oder jung oder alt oder stark oder schwach oder so. Es gibt auch sehr viele Antworten, die wir uns dann geben, die haben mit unserem Status, mit unserer Rolle zu tun. Zum Beispiel, ich bin ein Vater von 3 Kindern oder ich bin ein Kind von diesen Eltern oder ich bin im Beruf, das ist mein Beruf, ich bin Pastor, ich bin Maurer, ich bin Handwerker oder was auch immer. Es gibt so verschiedene Dinge, die wir uns dann herbeiziehen und uns fragen, ja, das bin ich, das zeichnet mich aus, der oder das bin ich. Und oft, wenn so Dinge plötzlich verloren gehen, kommt man in eine Identitätskrise. Weil man fragt sich dann, oh, jetzt habe ich mich so damit identifiziert, dass ich Pastor bin und werde plötzlich pensioniert. Wer bin ich dann noch? Oder werde arbeitsunfähig wegen irgendwelchen anderen Dingen. Wer bin ich dann noch? Oder wer weiß, plötzlich kommt ein Baby und ich bin der ganze Tag nur noch am Windeln wickeln. Wer bin ich dann noch? Bin ich dann noch etwas wert? Oder bin ich nur noch da, um den Dreck wegzubringen? Oder vielleicht plötzlich identifiziere ich mich dann, ich bin halt jetzt Papi, ich bin jetzt halt Mami. Und dann plötzlich wird es still, weil die Kinder ausziehen, weil sie erwachsen sind. Dann kommt plötzlich dann die Frage, ja, wer bin ich jetzt? Niemand? Oder bin ich noch jemand? Das ist so die große Frage, oder, die dahinter steckt. Wer bin ich eigentlich? Und besonders, wenn die Dinge wegfallen, dann kommt diese Frage zum Tragen. Und im Rausch des Lebens, wenn alles wie am Schnürchen läuft, fragen wir uns diese Frage nicht so oft, weil dann sind wir ja in unserer Rolle drin und sind da ganz happy. Wir machen eine kurze Umfrage, ein kleines Spiel, ein Challenge, eine Art. Jeder hat ein paar Finger, ihr braucht 5. Zählt, wie viele Punkte ihr schafft in dieser Challenge. Okay? Erste Frage. Wer kennt so Momente von Selbstzweifel? Also wer das kennt, darf für sich einen Punkt zählen. Zweite Frage. Wer kennt das Gefühl von Minderwert? Das kann so kommen, wenn man sich vergleicht mit anderen, denkt, wow, der kann es ja besser, eigentlich würde ich auch und so. Wer kennt das? Könnt ihr zählen für euch? Dritte Frage. Wer kennt den Moment so von innerer Leere? Wenn man mal da sitzt, wenn es still ist und man plötzlich denkt, was ist eigentlich? Könnt ihr auch zählen, wenn ihr hier einen Punkt macht. Wer kennt einen Moment, wo du in den Spiegel guckst und denkst, oh, ich habe auch schon mal schöner ausgesehen. Oder ich fühle mich nicht schön oder so. Kannst auch prüfen, wenn es so ein Foto gibt. Wenn du immer zuerst schaust, wie siehst du aus, und wenn du gut aussiehst, dann ist auch das Foto gut. Also ich gebe zu, ich schaue immer zuerst, ob ich gut ausschaue, ihr macht das vielleicht anders.
Also vierte Frage. Kennst du diesen Moment, in den Spiegel guckst, ja, sehe ich komisch aus. Fünfte Frage. Kennst du so Momente von Selbstanklage? Das hätte ich besser machen können, da habe ich versaut. Wieso habe ich jetzt schon wieder? Wieso passiert mir das? Okay, also, Umfrage fertig. Ich habe 5 Punkte, habe mir das schon vorher überlegt. Ich glaube, ich habe den Challenge gewonnen. Oder hat sonst noch jemand 5 Punkte? Ein paar haben auch 5 Punkte. Okay. Hat jemand keinen Punkt gesammelt? Vielleicht ist jetzt ein bisschen Gruppendruck oder so, wer weiß. Aber ich habe das Gefühl, das sind alles Fragen, die mit Identität zu tun haben. Das betrifft jeden von uns irgendwo. Und auch wenn du zu Hause mitgezählt hast, so diese Fragen, manchmal kommen die. Und wir stellen uns diese Identitätsfragen. Ich möchte euch 3 Angebote vorstellen, die es aktuell gibt, wie man diese Frage beantworten kann. Das erste Angebot klingt für mich gar nicht attraktiv, aber ist tatsächlich recht verbreitet. Nämlich, ein erstes Angebot, es gibt gar keine Identität. Wir müssen doch uns diese Frage gar nicht stellen, wir müssen gar nicht grübeln und so weit suchen, weil das gibt es gar nicht. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem aktuell bekannten und beliebten Philosophen. Er wird da gefragt in einem Interview, ob es sein könnte, dass eines Tages, also ich blende das gleich ein, könnte es sein, dass Roboter eines Tages Gedanken und Gefühle haben werden. Und er sagt dann in diesem Interview, Menschen sind auch nur komplexe biochemische Roboter. So in einem Interview, wo es darum geht, hat der Mensch eine Seele, hat der Mensch sein Inneres, etwas, das ihn auszeichnet innen drin, und er sagt eigentlich mit anderen Worten, der Mensch hat keine Seele, der Mensch ist ein biochemischer Roboter, ein biochemisches Wesen mit Bewusstsein. Das ist so seine Erklärung. Man könnte jetzt dem natürlich weiter und tiefer auf den Grund gehen, aber es ist tatsächlich so eine Meinung, die vorherrscht, wenn man zum Beispiel Evolution einfach konsequent zu Ende denkt, sind wir einfach biochemische Wesen, die irgendwie funktionieren, auftauchen und wieder verschwinden. Das ist ein Angebot, das es gibt. Unsere Identität ist eigentlich egal. Gut, vielleicht hilft es, um ein bisschen besser das Leben meistern zu können, aber am Ende verschwinden wir wieder. Ein bisschen brutal gesagt. Ich finde es spannend. Im Titel, der Autor, der dieses Interview geführt hat, macht hier diesen Titel, wir Menschen seien bloß komplexe biochemische Roboter mit Bewusstsein. Er schreibt das da im Konjunktiv. Mit dem bringt er zum Ausdruck, wir seien, er bringt zum Ausdruck, das ist die Meinung von einem anderen. Er teilt wahrscheinlich diese Meinung nicht, dieser Autor. Er stellt das in Frage und das ist tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung mit diesem Angebot von Identität oder eben keine Identität, dass es irgendwo unser Wesen nicht trifft. Weil wir stellen uns diese Frage, wir wollen jemand sein, wir denken, wir sind auch jemand. Und das ist, sage ich mal, die große Herausforderung mit diesem Angebot, dass es unserer Lebenswelt und unserer Erfahrung nicht entspricht. Wir fragen uns, wer sind wir? Und wir suchen nach einer Antwort. Und man könnte vielleicht auch sagen, wenn irgendwo ein Schatten ist, muss ja ein Gegenstand dastehen, eine Lichtquelle muss es haben. Wenn wir uns diese Frage stellen nach Identität, muss es doch auch irgendwo einen Kern, einen Ursprung geben. Das Positive an dem ist, an diesem Angebot, es ist einfach konsequent zu Ende gedacht. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch einfach entstanden ist aus dem Nichts und eben halt ein biochemisches Wesen ist. Es ist eigentlich sehr ehrlich. Sagt aus, was die Identität des Menschen ist, wenn man das so konsequent denkt. Ein zweites Angebot, ich fasse das alles ganz grob zusammen. Man könnte natürlich noch viel dazu sagen. Es ist auch ein bisschen komplexer, die ganze Geschichte. Es wird schon viel darüber nachgedacht auch und viel darüber geredet. Aber ich versuche so ein bisschen einfach zu zeigen, was für Angebote so vorherrschen. Ein zweites Angebot ist vielleicht ein traditionelles, dass man sagt, okay, ich bin Teil einer Gemeinschaft, es gibt ja noch andere um mich herum. Ich bin Teil von einem sozialen Gebilde,
von einer Familie vielleicht, von einem Dorf, von einem Stamm. Und ich habe meine Rolle darin. Und das ist es, was mir Identität zuspricht. So ein zweites Angebot. Ich bin das Kind meines Vaters und das Kind von mir ist das Großkind von meinem Vater. Man hat so seine Rolle in der Familie, aber vielleicht auch im Dorf. Ich bin der Müller, mein Vater war der Müller, meine Kinder sind dann auch Müller und ich mache Mehl für alle im Dorf. Zum Beispiel, ganz plakativ jetzt mal gesagt. Das ist etwas, was Identität stiftet, was Identität gibt. Das gibt auch einen gewissen Wert, oder? Ich habe meinen Wert, weil die anderen im Dorf, die sind happy, dass ich das Mehl mache. Wenn ich das nicht mehr mache, dann gibt es keine feine Brötli. Ich habe so meinen Status, oder? Ich bin das Kind von dem. Die Herausforderung oder so in dieser, sag ich mal, Identität ist, dass man auch schwierig davon wegkommt. Ich bin das, ich bleibe das. Meine Kinder sind wieder Müller und die Kinder auch und die Kinder auch. Wenn ich meinen Status habe, einer ist der Dorfchef, oder? Und der bleibt es auch. Und diese Sippe, diese Familie, das kann man fast nicht durchbrechen. Das ist vielleicht eine Herausforderung. Aber tatsächlich gibt es auch einiges Positives an dieser Identität, die vom Du quasi gegeben wird, vom anderen. Und zwar ist es sehr etwas Stetiges. Oder ich habe nicht die ganze Zeit so Selbstzweifel, wer ich eigentlich bin, weil ich weiß es ja genau. Ich bin der Müller und der Sohn von dem und wohne in diesem Dorf. Und das bleibt so und ist gut so oder manchmal auch nicht gut, aber es gibt so eine gewisse Konstanz, Kontinuität. Man hat seinen Platz, man hat seinen Wert. Das kann durchaus positiv sein. Ist heutzutage nicht mehr so verbreitet bei uns, aber es gibt andere Kulturen, wo das sehr verbreitet ist, wo man sich hauptsächlich dadurch definiert oder identifiziert, wer man ist in der Familie, im Stamm, in der Gemeinschaft. Wir spüren das manchmal, wenn wir mit anderen Kulturkreisen unterwegs sind, die ja auch hier in der Schweiz gibt es ganz viele verschiedene Kulturen und manchmal spürt man das, dass das viel wichtiger ist, wer man ist innerhalb einer bestimmten Sippe zum Beispiel oder der Großfamilie oder so. Also wir kennen das schon, das gibt es schon auch bei uns. Ein drittes Angebot, das es gibt, und das ist so, sage ich mal, die heute vorherrschende Meinung, wie wir zu unserer Identität kommen. Das spüren wir in so Sätzen wie, tu in deinem Leben, was du für richtig hältst, egal was andere davon denken. Verwirkliche deine Träume. Sehr aktuell, wähle selbstständig, welche Geschlechtsidentität du haben willst. Und dann kannst du gehen und das im Pass eintragen und ab dann gilt's. Finde deinen Beruf, deine Berufung. Schau in dich hinein, was da schlummert, so in der Tiefen deiner Seele und verwirkliche das in deinem Leben. Ich finde das noch echt krass, also wenn man so den Beruf auswählen muss, in der Oberstufe oder dann am Ende vom Gymnasium überlegt, was will man jetzt studieren, da muss man in sich hineinschauen und herausfinden, was will man gerne machen, was will man für einen Beruf, oder? Muss das irgendwie herausfinden. Und dann die Frage mehr, was ist die Berufung auch fürs Leben, was ist das, steckt da so drin? Also ein ganz anderer Ansatz noch, so einen dritten, vielleicht, wo ich in die Tiefe von mir hineinschaue, in die Quelle, was steckt da alles drin, wo ich mir das dann überlege in meinem Kopf und mir dann selber eigentlich sage, wer das ich bin, was mich auszeichnet, was so der Kern meines Wesens ist und auch entsprechend lebe. Eine Identität, die aus mir selber kommt. Timothy Keller, ein Theologe und Pastor, der sich darüber Gedanken gemacht hat, er schreibt, in allen früheren Kulturen entwickelten die Menschen ihr Ich, indem sie aufeinander zugingen und Anbindung suchten. Oder? Wir nehmen unsere Identität aus dem Du. Wir fanden uns im Spiegel der anderen. Doch der moderne Säkularismus sagt, dass wir unsere Identität finden können, indem wir nur nach innen schauen und uns von Familie, Religionsgemeinschaft und allen anderen Ansprüchen lösen, um unseren eigenen Weg gehen zu können. Also mit anderen Worten, heute haben wir uns davon befreit, dass wir unsere Identität von anderen abhängig machen und haben in uns selber eigentlich gefunden oder haben diesen Anspruch, dass es in uns ist und können so unser Leben gestalten, wie wir es in unserer eigenen Quelle drin finden.
Das gibt durchaus positive Sachen. Also, dass es heute möglich ist, dass egal welchen Status man hat oder welchen, sag ich mal, Reichtum, welchen sozialen Status, hat man gleiche Bildungschancen. Ist etwas mega Cooles, oder? Oder auch zum Beispiel, dass man aus dieser Verkettung von mein Vater war, deshalb bin ich und der Nächste auch und alle auch, dass man da rauskommen kann. Vielleicht gibt es jemanden in der Familie, der ist nicht der geborene Müller, sondern der hat eine ganz andere Leidenschaft, Begabung auch. Und das ist etwas extrem Positives, dass man sagen kann, okay, du kannst auch etwas anderes leben. Du hast da andere Möglichkeiten. Es gibt viel Positives an dieser Entwicklung. Es gibt aber auch einige Herausforderungen tatsächlich. Eine erste große Herausforderung, und die spüren wir manchmal, oder wenn wir über diesen Anspruch nachdenken, dass wir aus uns selbst unsere Identität uns geben müssen, dann schauen wir in uns hinein und merken, dass es da ja ganz unterschiedliche Gefühle und Regungen gibt. Also wenn ich schaue, was steckt da wirklich so drin, dann merke ich, dass es manchmal sogar widersprüchliche Dinge gibt. Das ist gar nicht so. Ich kann nicht einfach meine Identität da rausnehmen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich komme am Abend nach Hause zu meiner lieben Frau und habe so diese Identität oder denke, ich habe meinen Wunsch, dass ich ein guter Ehemann bin, ein liebevoller Ehemann. Ich spüre diese Regung in mir und denke, das ist meine Identität. Aber gleichzeitig habe ich auch noch etwas anderes. Und zwar, für mich jetzt läuft am Abend ein spannendes Hockeyspiel. Und eigentlich so habe ich auch diese Identität. Ich habe Freude am Sport und will am liebsten auf dem Sofa sitzen, ein Bier trinken und Eishockey schauen. Und da habe ich ein Problem. Das widerspricht sich. Das geht nicht auf. Vielleicht ein simples Beispiel. Aber das gibt ganz verschiedene so Dinge, so auch wirklich starke Gefühle, nicht nur oberflächliche, wo ich denke, was bin ich eigentlich? Das kann sehr widersprüchlich sein. Ich zitiere hier einen englischen Schriftsteller, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat, Francis Bufford. Er schreibt über uns, über sie, über uns als Menschen, dass wir ein Wesen sind, dessen Wünsche tief innen drin nicht zusammenpassen, sodass sie gleichzeitig etwas wollen und es ablehnen. Sie sind mehr für Farce und Tragödie ausgerüstet als für Happy Ends. Das spürt man den Schriftsteller heraus, oder? Er sagt, wenn wir schauen und tatsächlich auch Widersprüchliches in uns drin finden und daraus unsere Identität herausholen, dann führt das wahrscheinlich mehr zu Tragödien, Farcen und krassen Stories, wo er dann in seine Bücher schreiben kann, als zu wirklich Happy Ends, weil es einfach so wie nicht aufgeht. So kann das schwierig werden. Ich denke eben, vorhin haben wir geredet, Identität, Berufswahl. Hat man mega Lust, das zu werden, aber auch etwas anderes. Was passt denn jetzt? Was ist wirklich meine Identität? Manchmal auch extrem schwer zu fassen, oder? Da hat man den Anspruch, ich schaue jetzt in mich, was kommt hier raus? Und man ist sich gar nicht so sicher. Oder? Was will ich jetzt eigentlich? Was zeichnet mich aus? Wo soll ich überhaupt hin? Manchmal hat man mehr Fragen als Antworten, wenn man dann so schaut, welche starke Gefühle auch hier sein müssen. Eine zweite Schwierigkeit ist, wenn ich die Identität aus mir heraushole, dass ich dann mir auch selbst meinen Wert zusprechen muss. Also wenn ich das konsequent zu Ende denke, muss ich ja sagen, okay, ich bin der, was ich da drin finde irgendwie, und deshalb ist es auch wertvoll, so zu leben. Also ich mache mal ein bisschen ein plakatives Beispiel. Nehmen wir an, ich finde hier drin so Regungen, ich bin gerne gewalttätig. Das entspricht mir. Ich bin halt aggressiv. Das ist ja cool. Dann darf ich nicht von anderen erwarten, wenn ich die verprügle, dass jemand sagt, boah, du bist so gut, so toll, dass du so gewalttätig bist. Ich darf diesen Anspruch nicht haben, oder? Ich muss selber für mich sagen, okay, ich habe das verwirklicht, was ich in mir drin finde und deshalb bin ich wertvoll. Und das ist eine Spannung, die sehr schwer auszuhalten ist, weil eigentlich wünschen wir uns Bestätigung von anderen Menschen. Und ich sage jetzt mal, von den Menschen, die uns besonders viel bedeuten, bei denen hat es auch besonders viel Wirkung, wenn die uns einen Wert zusprechen.
Aber das kommt dann von außen und nicht einfach von mir. Und deshalb ist es dann ja auch so, dass wir uns sehr oft mit dem, also wenn ich jetzt als gewalttätiger Mensch so stolz auf mich bin, dann schließe ich mich einer Gruppe an, die auch so denkt, oder? Weil da habe ich so diesen Klang, der kommt dann auch zu mir. Zum Beispiel schließe ich mich einer Hooligan-Gruppe an und dann gehen wir und verprügeln irgendwelche Typen und die sagen, oh, so cool, wie du das machst. Und das gibt mir dann diesen Wert, ja, ich bin halt so und fühle mich bestätigt da drin, oder? Macht aber auch sehr abhängig, tatsächlich. Weil gleichzeitig bin ich dann in dieser Gruppe drin, die mir diese Bestätigung gibt und ich will nicht mehr daraus weggehen, weil von da habe ich ja das, was ich eigentlich suche. Ich bin dann auch nicht kritisch oder ich versuche auch dem dann wie zu gefallen. Und gleichzeitig passiert noch etwas ganz anderes Spannendes. Wenn wir so nachdenken, was kommt aus mir heraus, legen wir meistens unbewusst, manchmal vielleicht auch bewusst, einen Wertefilter darüber, der uns in der Gesellschaft vorgelebt wird. Also ich mache wieder dieses Beispiel mit diesem gewalttätigen Typen. Nehmen wir an, er hat noch andere tiefe innere Gefühle. Vielleicht hat er so homoerotische Gefühle. Stellen wir uns jetzt mal diesen Typen vor, wir machen so ein Gedankenexperiment. Er hätte im Mittelalter gelebt, oder? Oh, ich bin stark und mächtig und gewalttätig. Und er sagt, okay, ich bin wirklich dieser Typ, weil als Ritter zieht er durchs Land für den Herrscher und schlägt kurz und klein, was im Weg ist, kriegt gesellschaftliche Achtung dafür und sagt, doch, ich bin so, das bin ich. Gleichzeitig, in dieser Zeit, wahrscheinlich eher abgelehnt, denkt er, das Homoerotische, nein, das bin ich nicht. Er lehnt das wahrscheinlich eher ab. Er filtert das mit dem Wertesystem der damaligen Zeit. Wenn es heute wäre, wäre es genau umgekehrt. Er würde sagen, doch, ich bin schwul, das ist cool, das bin ich. Aber gewalttätig, da macht er eine Therapie nach der anderen, um das irgendwie loszuwerden. Nein, das bin ich nicht. Also automatisch nehmen wir ein Wertsystem dazu, das geprägt ist von unserer Gesellschaft, oft sehr unbewusst, und sortieren so. Also so diese Freiheit, die wir dann manchmal denken, dass wir haben, dass wir aus uns selbst die Identität bestimmen können und so leben können, so völlig unabhängig, ist eigentlich eine große Herausforderung oder vielleicht sogar Illusion. Robert Bellah, ein Soziologe, er schreibt dazu, die Ironie besteht darin, dass auch hier, wo wir modernen Menschen uns für besonders frei halten, wir besonders von den vorherrschenden Überzeugungen unserer Kultur gedrängt werden. Also er sagt, es ist sogar nicht nur ein Übernehmen eines Wertesystems, es ist sogar fast ein Drängen. Das führt auch dazu, dass ein großer Leistungsdruck herrscht. Also die Gesellschaft sagt quasi, du hast die Kraft, dich selber zu erfinden. Und bei den Menschen, die das gelingt, die werden gelobt und gezeigt und gefeiert. Und die anderen gelten als Verlierer und als Schwache. Die schaffen das halt nicht. Auch selber gibt man sich den Druck, oder? Ich habe mich jetzt erfunden, ich habe meinen Style gefunden, das zeichnet mich aus und lebe dann diesen Style. Ich denke, das ist heute logisch, dass so Statussymbole oder Marken oder so einen sehr großen Wert hat, weil irgendwie muss man das ja dann leben und zeigen und sichtbar machen. Eine Schwierigkeit, die das auch mit sich bringt, so diese Identität aus mir selber finden, ist, dass es zersplittert und nicht zusammenbringt. Dass es Menschen, Gruppen, Gemeinschaften zersplittert und nicht zusammenbringt. Ich habe vorher das Beispiel von dieser Hooligan-Gruppe gebracht, oder? Das könnte man sagen, okay, das fördert wenigstens die Gemeinschaft innerhalb dieser Gruppe, aber eigentlich sind die anderen ja nur da, um mir meine Identität zu bestätigen. Also die Gemeinschaft, die anderen werden zu Objekten, die mir meine Identität bestätigen müssen. Die werden eigentlich zum Zweck für das, was ich suche oder brauche. Und wenn ich dann überlege, so bedingungslose, liebevolle Beziehungen, das widerspricht diesem System. Weil wenn mir eine Beziehung nichts mehr nützt, für meine Identität, für das Bild, was ich denke, was ich bin, ja, dann suche ich lieber eine andere oder breche das ab. Und es gibt noch einen zweiten Effekt, der entsteht, nämlich dass ich mir halt die Leute um mich herum suche, die sich auch die Identität durch das machen, was ich auch will. Zum Beispiel denke ich bin halt also ein richtiger Schweizer und Eidgenosse.
Dann sammle ich die Leute um mich, die das auch denken, und wir beginnen, so eine Dynamik, die man sehr gut beobachten kann in der Gesellschaft heute, wir beginnen, die anderen Gruppen schlecht zu machen, klein zu machen, damit ich mich wertvoller fühle, oder? So ein Effekt, der heute überall sichtbar ist, mit ganz verschiedenen Identitäten oder Gruppierungen. Man schließt sich zusammen, macht die anderen schlecht, weil man sich selbst dann besser fühlt. Also diese Idee, die zersplittert die Gesellschaft. Hat auch einige positive Dinge, wie ich gesagt habe. Wir sind aber heute hier, um auch Gott zu fragen, wie er sich das ganze Thema mit Identität vorstellt. Und das Spannende ist, dass Gott auch eine Idee hat, auch eine Möglichkeit bietet, wie wir Identität finden können. Und es ist eigentlich, das sind so weltliche Systeme. Und das, was Gott bietet, ist eine Identität, die nicht aus irgendeinem von diesen Systemen kommt, sondern das ganz von außerhalb kommt. Deshalb mache ich das auch jetzt außerhalb von diesem, System hier hin. Eine Identität, die von außen zugesprochen wird. Wenn man es ganz kurz sagt, das ist der Anspruch des christlichen Glaubens, dass Gott als Schöpfer und Erfinder von uns Menschen uns sagt, wer wir eigentlich sind. Und dass das dann auch der Kern von dieser Frage trifft, unser Innerstes trifft, weil wir merken, hey, das passt. Das stimmt, das ist ja wirklich da, das bin ich ja tatsächlich. Und es ist so etwas Gutes, weil es kommt wie von außerhalb und ich merke, es muss nicht aus mir selbst kommen, es muss nicht irgendwie vom anderen kommen, es ist einfach gar nicht da. Sondern da ist etwas Größeres, das mir seine göttliche Identität zuspricht. Und wir fangen hier mal an, diese Identität ein bisschen aufzurollen, ganz am Anfang in der Bibel. Im 1. Mose, im 1. Kapitel, Gott, der Schöpfer, spricht dem Menschen Folgendes zu. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott spricht uns Menschen Identität zu. Er sagt, ich habe dich geschaffen als Mann, als Frau. Und ich habe dich geschaffen als ein Wesen, das etwas von der göttlichen Herrlichkeit widerspiegelt. Also das finde ich etwas Unglaubliches. Das ist etwas, das Gott allen Menschen auf diesem Planeten zuspricht. Ich habe dich geschaffen, damit du etwas Göttliches in dieser Welt widerspiegelst. Das heißt, ich darf durch diese Welt laufen und sagen, okay, jemand hat mich gemacht, der etwas Göttliches in mich hineingelegt hat und mich sogar zu einem Spiegel von dem machen will, für andere. Vielleicht denkst du jetzt auch, ja, das klingt ja gut, aber wenn man in die Welt schaut, was die Menschen anrichtet, sehe ich da nicht so viel von der Herrlichkeit von Gott, die das widerspiegelt. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Bibel uns berichtet, dass die Menschen selber eigentlich das kaputt gemacht haben. Dass sie die Verbindung mit Gott verlassen haben, sodass diese Möglichkeit, dass Gott es widerspiegeln kann, verlassen haben und deshalb eigene Dinge verwirklichen, die auch viel Schaden anrichten. Also quasi diese wunderbare Identität wie ein Stück weit zerstört haben oder nicht mehr sichtbar machen. Und das Angebot von Gott ist ganz einfach, dass wir zu ihm kommen können, dass wir unsere Hände öffnen dürfen und er uns seine Identität wieder neu schenkt. Diese Identität, die wir selber verloren oder gar nicht suchen oder gar nicht wollen. Das ist einer von den großen Unterschieden zwischen all diesen Modellen, Angeboten und dem Angebot, das Jesus hat, das Gott hat. Weil hier arbeiten wir selbst, suchen wir selbst, lassen uns zusprechen, sprechen einander zu oder verlassen es ganz. Aber hier wird uns etwas geschenkt. Gott macht es nicht von unserer Leistung abhängig, von unserer Performance, ob wir diese Identität bekommen, sondern er möchte es schenken. Wenn wir uns überlegen, was der christliche Anspruch ist in dieser Frage, ist, dass Gott selbst in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und er hat diese Herrlichkeit Gottes gelebt. Er hat eigentlich das Leben gelebt, das wir leben sollten.
Und er ist aber dann auch den Tod gestorben, den wir sterben sollten. Und er sagt, du darfst dieses Geschenk von mir annehmen. Ich habe es für dich gelebt, ich bin für dich gestorben, damit du diese Identität von Gott wieder haben kannst. Ich zitiere hier nochmals diesen Timothy Keller. Er schreibt dazu, nein, das habe ich gar nicht zum Einblenden. Er schreibt dazu, am Kreuz wurde Jesus so behandelt, wie wir es verdient hatten, damit wir, wenn wir an ihn glauben, so behandelt werden, wie er es verdient hätte. Mit anderen Worten, wenn wir da in die Bibel hineinschauen, im 1. Korinther gibt es einen spannenden Vers, der genau diese Identitätssuche eigentlich aufnimmt. Paulus, der das schreibt, schreibt das in Bezug auf Schuld. Die anderen denken, du hast das etwas schlecht gemacht und so. Und er schreibt dann dazu, 1. Korinther 4, ganz spannend, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Also er sagt so, die traditionelle Identität, dass andere mir zusprechen, wer ich eigentlich bin, das bedeutet mir nichts. Das ist mir das Geringste. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Also auch dieser Anspruch, dass ich von mir aus sage, wer ich bin, sagt, das hat für mich auch keine Bedeutung. Sagt dann schon, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. So dieser moderne Anspruch von Identität. Und dann sagt er, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Also das ist also seine Quintessenz. Er sagt, was Gott über mich sagt, sein Urteil, das Gott über mich fällt, das ist das, was mir wichtig ist. Und das finde ich so spannend. Er sagt das ganz ohne Angst, ganz ohne Furcht. Es gibt viele Menschen, die denken, oh, wenn Gott ein Urteil über mich fällt, dann kommt es gar nicht gut heraus. Aber offensichtlich hat er verstanden, was es bedeutet, wenn Jesus für uns gekommen ist und unser Leben lebt, unseren Tod stirbt, dass wir dann in Jesus Christus sein können. Also für Paulus ist das etwas, was ihm extrem Zuversicht gibt. Ich kann ja in Jesus sein. Er hat für mich das Leben gelebt, das ich leben sollte. Er hat für mich den Tod gestorben, den ich verdient hätte. Das heißt, ich finde wirklich so Ruhe in Jesus. Er hat das gemacht, was nötig ist. Und ich darf quasi meine Identität in dem haben, was Gott über mich sagt, was der Herr über mich sagt. Das ist so etwas Spannendes an dieser Identität. Wir verdienen sie nicht, sondern sie wird uns geschenkt. Und deshalb ist Paulus so entspannt. Er wirkt da ganz gechillt. Gott sagt über mich, was wichtig ist. Gehe einen Schritt weiter. Paulus sagt es dann so an einer anderen Stelle, in Philipper 3. Da sagt er, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also er sagt mit anderen Worten, ich jage nicht irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten nach. Aber wir können sagen, da finden wir auch ganz viele von diesen Gesetzmäßigkeiten drin. Ich muss so leben nach dem Gesetz, wie es meiner Sippe, meiner Familie, meinem und so weiter entspricht, meinem Status, meinem sozialen Stand und so weiter. Ich muss so leben, was ich mir selbst vorgebe und das muss ich einhalten und dann habe ich noch diese Wertsysteme und so weiter. Aber Paulus sagt, diese Gesetzlichkeit, so leben zu müssen, irgendwie, das konnte ich ja ablegen, weil ich werde gefunden in Jesus. Ich komme zu Jesus und lasse mir von ihm meine Gerechtigkeit zusprechen. Und merke plötzlich, dass ich ja in ihm gefunden werde. Wenn Gott mich anschaut, wenn Gott mich beurteilt, dann sieht er nicht nur irgendwie diesen Menschen da, sondern er sieht wieder diese Herrlichkeit Gottes. Er sieht Jesus selbst. Er sagt, ich werde in Jesus gefunden. Das zeichnet meine Identität aus. Absolut spannend. Also in den Augen Gottes könnte man auch sagen dann, in den Augen Gottes eigentlich dem Einzigen im ganzen Universum, dessen Meinung, sage ich mal, wirklich zählt, sind wir plötzlich die wertvollsten Juwelen, weil er gekommen ist und für uns alles gegeben hat. Und ich möchte dazu
in eine Geschichte eintauchen zum Schluss noch, was das alles bedeutet. Das ist eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel, viele kennen das. In Lukas 15, das heißt oft die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Vielleicht, wer diese Geschichte nicht kennt, umso besser, weil wir wollen heute mal in diese Geschichte hineinschauen, was sie über Identität aussagt. Ich würde mal sagen, es ist die Geschichte von den Söhnen, die ihre Identität verloren haben. Wir lesen diese Geschichte, es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und offensichtlich will er uns einiges über Identität lehren. Und er beginnt da diese Geschichte, dass der Vater 2 Söhne hat und eine reiche Familie. Und der eine Sohn, der jüngere Sohn, sagt, Vater, ich will alles, mein Erbe haben, und geht damit weg, trennt sich. Boah, hat er eine moderne Identität gefunden. Jetzt macht er endlich, was er will, oder? Nicht mehr abhängig von dem, was da in dieser Familie passiert und so weiter. Und er lebt in Saus und Braus und Jesus erzählt die Geschichte so, dass er da alles verprasst hat, das Geld verprasst hat. Es kommt eine Hungersnot, er hat kein Geld mehr, er geht die Schweine hüten und darf da nicht mal diese Schweineschoten, das Futter essen und so weiter. Und dann sitzt er da im Dreck. Dann heißt es, als er aber zu sich kam. Mit anderen Worten, der hatte eine richtige Identitätskrise und fragt sich, wer bin ich eigentlich? Und dann kam dieser Moment, wo er in diesem Dreck sitzt und zu sich kommt und fragt sich, was ist eigentlich noch da? Was zeichnet mich im Innersten aus? Dann sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier vor Hunger um. Also er merkt plötzlich, eigentlich hätte ich ja eine Identität, ich habe ja einen Vater, ist ja mein Vater. Ist interessant, wer da wieder am Suchen ist. Und ich finde das ganz spannend, so diese Situation, wie er hier sitzt und sich fragt, wer bin ich eigentlich? Und das gibt es oft, dass Menschen, wenn sie in eine Krise hineinkommen, wenn das Aus und Braus vielleicht vorbei ist, sich diese Frage stellen, sich zu sich kommen, wer bin ich eigentlich? Was zeichnet mich im Kern aus? Und dann auch die Frage stellen, dieser Vater im Gleichnis, der für Gott steht. Ja, was ist mit Gott? Gehöre ich nicht irgendwie dazu? Gibt es hier nicht eine Verbindung? Gibt es nicht etwas von außen, das mir sagt, wer ich bin? Hat er sich nicht etwas gedacht, als er mich gemacht hat? Und dann geht es weiter. Er überlegt sich dann, was er machen will. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Also er überlegt sich, eigentlich habe ich ja einiges falsch gemacht. Ich habe nicht diese Herrlichkeit verkörpert von Gott. Ich bin von ihm weggegangen, habe ihn nicht gesucht, habe mein eigenes Leben gelebt, habe gedacht, alles kommt von mir. Und merkt plötzlich, dass er schuldig ist, dass er sündig ist. Ich denke, es ist ein ganz guter Moment, oder? Wo wir auch uns Menschen immer wieder selber fragen können, bin ich schuldig vor Gott? Bin ich auch von ihm weggelaufen? Habe ich meinen eigenen Weg gesucht? Und gleichzeitig erinnert er sich, eigentlich hätte ich ja eine Identität als Kind in dieser Familie, als Sohn von diesem Vater in Verbindung mit Gott. Und er überlegt sich dann eine Rede, die er macht, wenn er dann dem Vater begegnen wird. Er sagt dann, oder nimmt sich vor zu sagen, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Er beginnt damit, ich bin. Oder wir merken, es hat mit Identität zu tun. Wer bin ich? Ich bin nicht mehr wert. Und er legt sich dann zurecht, was er selbst beurteilt. Oder? Er ist noch ganz in diesem Modell 3 drin. Bin ich es wert? Oh, ich bin es nicht mehr wert. Ich habe es nicht gebracht. Es passt nicht mehr zu mir. Er ist auch in diesem Modell 2 drin. Ich habe nicht das geleistet, was ich sollte in dieser Familie drin. Ich habe eigentlich meinen Platz verspielt. Er merkt gar nicht, dass das eigentlich eine Lüge ist und dass der Vater ihn sehr wohl für wertvoll hält, dass er wieder zurückkommt und sogar sein Sohn wieder sein soll. Aber es ist so in diesem System, denkt man manchmal, ich bin gar nicht wert. Das ist eine Rede, die er vorbereitet. Er will sich eine neue Identität zurechtlegen, mindestens als Tagelöhner, oder? Arbeiten und sich seinen Status zu verdienen. Die Geschichte geht weiter. Und er machte sich auf den Weg auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater,
Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und dann will er weiterreden, aber der Vater unterbricht ihn. Oder wir wissen, was jetzt kommt, was er hätte sagen wollen als nächstes, oder? Aber er wird dann unterbrochen. Das ist ganz interessant, er kommt zum Vater, will sich seinen Status wieder verdienen, seine Identität eigentlich durch seine Leistung erarbeiten, mindestens als Tagelöhner da zu sein. Aber der Vater, er ist nicht in diesen Systemen drin. Er hat eine Identität, die von außen kommt. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es hat ein Fest gegeben, eine Riesenparty. Der Vater hat sich so gefreut. Das mit dem Ich bin nicht mehr würdig, das war irgendwie völlig anders. Der Vater hat ihn sogar umarmt, ist ihm entgegengerannt. Und er hat ihm in diesem Moment mit all diesem Dreck 3 Dinge überreicht, die so viel mit Identität zu tun haben. Er hat ihm zuerst ein Gewand gegeben. Wenn ich jetzt in der Bibel schaue, was hat dieses Gewand auf sich? Wo spricht die Bibel sonst noch von Gewändern, sogar von Festkleidern? Frage ich mich, spannend. Dieses Gewand, hat das mit der Gerechtigkeit von Gott zu tun? Im Sacharja 3,4, da hat dieser Sacharja so ein Bild, eine Vision, und da sieht er quasi, wie jemand kommt, ein hoher Priester kommt zu Gott, und dann heißt es, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab, und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und dieses Bild vom Mantel der Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit, die Gott umkleidet, das kommt immer wieder in der Bibel vor. Also mit anderen Worten, das ist die Identität, die ein Mensch auszeichnet, der zum Vater zurückkommt, der zu Gott kommt, der seine Identität von Gott bestimmen lässt und nicht von sich selber. Dass Gott ihn gerecht spricht. Dass Gott sagt, schau mal, ich umkleide dich mit diesem Mantel der Gerechtigkeit. Du musst weder deine Identität noch deinen Platz im Himmel noch sonst etwas musst du dir verdienen. Es ist ein Geschenk. Und es ist einfach angezogen, darüber gezogen, ein festliches Kleid. Du bist gerecht für immer. Ich habe im Handout drin übrigens ganz viele weitere Bibelstellen, die von diesem Mantel der Gerechtigkeit sprechen. Etwas Zweites, was dieser Mann bekommt, ist ein Ring. Und wir können uns vorstellen, dass es dabei um einen Familienring, um einen Siegelring geht, wo der zeigt, dass dieser Sohn wieder ein Teil von der Familie ist, dass er sogar ein Siegelrecht hat, dass er sogar eine Autorität von der Familie bekommen hat. Und tatsächlich spricht die Bibel sehr viel davon, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir seine Identität annehmen, dass wir ein Kind von Gott sind, etwas, was die Identität im Kern auszeichnet, dass wir zur göttlichen Familie gehören und auch eine Art Familienautorität bekommen. Im Johannes 14, 12 bis 13 sagt Jesus selbst, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, die Taten von der Familie tun. Und jetzt bekommt dieser Sohn diesen Ring, wo er quasi diesen Siegelring, wo er im Namen der Familie neue Verträge schließen kann. Er hat eine gewisse Autorität bekommen. Und es ist ja dann noch viel mehr. Es ist auch Familienzugehörigkeit. Ein Kind von Gott zu sein, in dieser Familie dazu zu gehören. Und es gehört dann noch viel mehr dazu. Also das könnt ihr auch auf dem Handout noch ein bisschen vertiefen. Als Familienangehöriger hat man plötzlich auch wieder ein Erbe, das einem zusteht und so weiter. Also es kommt da extrem viel Identität dazu. Du gehörst jetzt zur Familie und hast sogar diese Autorität. Und das Dritte, was er bekommt, ist neue Sandalen. Und wenn ich auch schaue in der Bibel, dann gibt es diesen spannenden Vers in Epheser 6, 15, wo es heißt, dass wir beschut sind an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also Gott gibt uns Schuhe, dass wir hingehen können mit einem Auftrag. Er gibt uns ein Calling, eine Sendung, einen Platz, etwas, das wertvoll ist, was wir auch mit ihm und für ihn unterwegs sein können. Also er gibt uns einen Auftrag, der uns
zeigt, wir dürfen im Reich Gottes, in dieser Sendung unterwegs sein und haben eine Aufgabe, die größer ist als das, was nur hier ist. Was ist die Einladung, die ich heute habe? Es gibt so verschiedene Angebote, woher die Identität kommt. Und es gibt dieses Angebot von Gott, der sagt, ich habe eine Identität, die ich dir geben möchte, die von außen kommt. Es ist eine Identität, die du dir nicht verdienen kannst, sondern die geschenkt wird, die du empfangen darfst. Und das ist möglich, weil du in Jesus Christus gefunden wirst. Weil Jesus gekommen ist, das Leben eigentlich lebte, das wir leben sollten, und den Tod starb, den wir verdient hätten. Und wir dürfen jetzt in Jesus eigentlich dieses Leben leben und müssen nicht mehr sterben, sondern dürfen in der Auferstehung mit Jesus gleich sein und so eine ewige Identität bekommen. Ganz spannend, wenn wir diese Geschichte betrachten. Es gibt ja noch diesen zweiten Sohn, der die ganze Zeit beim Vater war, der vielleicht für so einen Christen steht, der Jesus kennt, der in dieser Familie ist, mit Gott schon lange unterwegs, der aber nicht in dieser Identität lebt, die er eigentlich hat. Finde ich super spannend. Ich springe hier ein bisschen vorwärts zu Vers 29. Da heißt es, er aber antwortete und sprach zu dem Vater, dieser zweite Sohn, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Macht eigentlich seine Identität aus dem, was er leistet, oder? Diese moderne, ich bin halt dein Helfer da. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. So Identität aus der Rolle, die er hat. Immer mache ich genau das, was ein Sohn tun muss in diesem Dings. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ich denke da, eigentlich hat er etwas vergessen. Weil der erste Sohn ist ja mit seinem Erbe weg. Das heißt, alles, was noch hier ist, gehört ja eigentlich ihm. Irgendwie merkt er das nicht. Also er ist die ganze Zeit da beim Vater, aber lebt gar nicht aus dieser Identität. Hat nach wie vor das Gefühl, er muss sich's verdienen, er darf nicht widersprechen, er muss einfach gehorsam sein. Und merkt gar nicht, dass er ja alles vom Vater bekommen hat. Dass er ja auch diesen Mantel hat, dass er diese Gerechtigkeit hat, dass er diesen Ring hat, diese Familienautorität, diese Sandalen, dass er ein Teil der Familie ist. Hat das irgendwie vergessen. Und vielleicht ist auch das heute die Frage an dich. Bist du mit Jesus unterwegs, aber merkst, dass du gar nicht in dieser Identität mit Gott drin lebst? Dass du sie manchmal verlierst, dass du deine Identität irgendwo in dir drin selbst suchst oder dir von anderen zusprechen lassen willst. Weil ich denke, das ist ja etwas Wunderbares, oder? Wenn wir die Identität von Gott haben, dann kann ich auch einfach, ich darf der Pastor sein, das gehört auch zu mir dazu, aber es ist nicht das Zentrale. Und wenn ich mal pensioniert werde, dann habe ich meine Identität, die konstant bleibt. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu seiner Familie. Ich habe einen Auftrag, der alles Irdische übersteigt. Ich habe das Gewand der Gerechtigkeit an, das bleibt. Und ich finde eine tolle andere Herausforderung. Ich habe, als ich nach dem Gymnasium einen Beruf machen wollte, ein Studium lernen wollte, wollte ich Musiker werden. Und ich habe viel Geige gespielt und bin an die Aufnahmeprüfung und habe eine 3 geschafft. Das reicht niemals zum das Studium beginnen. Und dann bin ich gegangen und habe gedacht, ich übe viel, oder? Weil das Musik, das war in mir drin. Ich dachte, das ist etwas von mir, das zeichnet mich ja aus. Und bin dann zu einer Lehrerin von dieser Musikhochschule und habe eine Probestunde gemacht, weil ich dachte, die bereitet mich dann vor, oder? Dann habe ich gespielt und gezeigt und dann hat sie gesagt, ja, wir müssen einen Kaffee trinken. Beim Kaffee trinken hat sie gesagt, ja, wissen Sie, machen Sie irgendetwas anderes, aber studieren Sie nicht Musik. Und das war natürlich in dem Moment schon recht hart, oder? Und das hat mich auch irgendwie traurig gemacht. Aber es hat mich überhaupt nicht aus der Bahn geworfen, weil das war nicht meine Kernidentität. Das war nicht das, was mich im Innersten auszeichnet. Ich wusste, ich habe bei Gott meine Identität und er hat einen Plan für mein Leben. Und er führt mich auch einen anderen Weg. Ich habe dann trotzdem Musik studiert. Er hatte eine andere Tür für mich, da hinein, um hineinzugehen. Er hat mich so geführt. Ich fand das absolut spannend und ich hatte dann sogar diese Geigenlehrerin, das wurde dann meine Lehrerin. Und sie hat immer gesagt, es sei ein spannendes Projekt. Aber ich habe das Studium dann auch erfolgreich abgeschlossen. Aber es ist eine andere Geschichte. Aber ich will damit sagen, wir dürfen als Christen unsere Identität leben, unsere Begabung, die Gott uns gibt, aber das ist nicht das, was uns im Kern auszeichnen soll.
sondern wir haben eine Identität, die von Gott zugesprochen ist und darin sollen wir leben, darin sollen wir vorwärts gehen und darin sollen wir auch unseren Wert sehen, weil er ist von Gott dann zugesprochen, nicht von anderen Menschen. Ich möchte dich ermutigen, während dem nächsten Lied, zu Jesus kann ich so kommen, wie ich bin. Ich meine, es ist ja wirklich so, zu Jesus können wir kommen, wie ich bin und wir dürfen von ihm empfangen. Überlege dir in dieser Zeit, wie du zu Jesus kommst, was deine Identität auszeichnet. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs oder seit kurzem, aber du merkst, dass du deine Identität oft von dir oder von anderen abhängig machst. Dann soll es ein Moment sein, wo Gott dir zeigen darf, leg das ab und mach deine Identität von Gott abhängig, von deinem Schöpfer, der dich unendlich liebt. Vielleicht ist es aber auch ein Moment, wo du merkst, dass du gar noch nie zu Jesus gekommen bist, dass du in diesen Modellen unterwegs bist und das gar nicht kennst, dass Gott dir deine Identität zusprechen möchtest. Und es geht dir vielleicht gleich wie diesem Sohn, der zum Vater gehen will und sagt, ich bin gar nicht für dich, ich habe ja gesündigt. Dann möchte ich dich einfach einladen, so wie dieser Sohn, zu Gott, zum Vater zu gehen und dieses Geschenk der Identität zu empfangen. Dieses Geschenk der Vergebung, dieser Mantel der Gerechtigkeit und die Sandalen und diesen Ring. Wir werden nach diesem Lied auch zusammen beten. Vielleicht möchtest du in einem einfachen Gebet so zu Gott kommen und diese Identität von ihm empfangen. Jesus hat gesagt, eigentlich ein Paradox, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Das ist die Einladung. Es muss nicht von mir kommen, vom anderen. Es darf ganz von Gott kommen.